aus der Reihe meines Burgenlexikons. Burgenlexikon von A bis Z. Was Sie schon immer über Burgen wissen wollten oder auch nicht. Von und mit Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Burgenporträt. Burg Lauenstein, Bayerns nördlichste Burg. Burg Lauenstein im Frankenwald, Bayerns nördlichste Burgenperle. Heute erwartet uns ein ganz besonderes Burgenporträt aus dem Frankenwald von einer Burg, die nicht nur durch ihre Lage beeindruckt, sondern auch durch ihre Geschichte. Burg Lauenstein. Lage der Burg Lauenstein. Wer sich für Burgen interessiert oder den Frankenwald bereist, begegnet hier auf Schritt und Tritt der Geschichte. Eine der eindrucksvollsten Anlagen dieser Region ist die Burg Lauenstein. Sie liegt im Norden Bayerns, im Landkreis Kronach, unmittelbar an der Grenze zu Thüringen. Hoch über dem Ortsteil Lauenstein der Stadt Ludwigstadt erhebt sich die Burg auf etwa 550 Metern Höhe und gilt damit als die nördlichste Burg des Freistaats Bayern. Auch ihre Lage im Raum lässt sich gut einordnen. Von Nürnberg aus sind es etwa 2 Stunden, von Bayreuth und Bamberg jeweils rund 1,5 Stunden. Und selbst Coburg liegt nur etwa 1 Stunde entfernt. Historisch besonders bemerkenswert ist ihre Position an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Noch bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts lag die Burg in einer abgeschiedenen Randlage. Heute hingegen in einer reizvollen Grenzlandschaft zwischen Franken und Thüringen. Wer sich der Burg von Ludwigstadt aus nähert, wird schon nach wenigen Kilometern mit einem eindrucksvollen Anblick belohnt. Hoch über dem Tal der Lockwitz erhebt sich die markante Silhouette von Burg und Ort Lauenstein. Eine klassische Höhenburg, die weithin sichtbar ihre Umgebung überragt. Geschichte der Burg Lauenstein. Die Geschichte der Burg Lauenstein reicht tief in die Zeiten des Hochmittelalters zurück und ist eng mit den großen Adelsgeschlechtern Mitteldeutschlands verbunden. Bereits im 12. Jahrhundert entstand auf dem markanten Bergsporn über dem Lockwitztal eine erste Befestigung, vermutlich im Einflussbereich der Grafen von Orlamünde, die hier eine wichtige Grenz- und Herrschaftsburg errichteten. Eine der frühesten urkundlichen Erwähnungen datiert auf das Jahr 1138, als ein Adalbert von Levenstein als Zeuge in einer königlichen Urkunde erscheint. Auch wenn die Quellenlage für die Frühzeit nicht vollständig eindeutig ist, spricht vieles dafür, dass die Burg bereits damals als bedeutender Herrschaftssitz etabliert war. Im Laufe des 13. und 14. Jahrhunderts entwickelte sich Lauenstein zu einem zentralen Stützpunkt der Grafen von Orlamünde. Ihre Stellung im Grenzraum zwischen Franken und Thüringen verlieh der Burg eine herausragende strategische Bedeutung. Sie kontrollierte nicht nur wichtige Verkehrswege, sondern markierte auch einen politischen Übergangsraum zwischen verschiedenen Territorien. Konflikte blieben dabei nicht aus. Im Zuge der Auseinandersetzung um das Erbe der Herzöge von Meranien wurde die Burg im 13. Jahrhundert vermutlich beschädigt oder teilweise zerstört. Dennoch wurde sie rasch wieder instand gesetzt und weiter ausgebaut. Mit dem 15. Jahrhundert beginnt eine Phase häufiger Besitzerwechsel, die die politische Unsicherheit dieser Zeit widerspiegelt. Verschiedene Adelsfamilien, darunter die von Schwarzburg, von Gleichen und andere, hielten die Burg jeweils nur für kurze Zeit. Diese wechselvolle Geschichte zeigt, dass Lauenstein zwar strategisch bedeutend, aber zugleich wirtschaftlich und politisch herausfordernd war. Erst mit dem Übergang an die Familie von Thüner, auch Düner geschrieben, im Jahr 1506 kehrte wieder eine längere Phase der Stabilität ein. Unter ihnen wurde die Burg nicht nur verwaltet, sondern auch grundlegend umgestaltet und erweitert. Im Jahr 1622 gelangte die Burg schließlich in den Besitz der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth und wurde zum Amtssitz ausgebaut. Während des Dreißigjährigen Krieges bewährte sie sich erneut als Zufluchtsort und Verteidigungsanlage.
Mit dem Übergang an Preußen im Jahr 1791 und schließlich an Bayern im Jahr 1803 verlor die Burg ihre politische Bedeutung. Im 19. Jahrhundert verfiel sie zunehmend, wurde zeitweise von einfachen Bewohnern genutzt und drohte endgültig zur Ruine zu werden. Erst der Erwerb durch den Privatmann Erhard Messmer im Jahr 1896 leitete eine Wende ein. Mit großem Engagement ließ er die Burg im Stil des Historismus wieder aufbauen und interpretierte sie bewusst als romantisches Ideal mittelalterlicher Architektur. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb die Burg zunächst im Besitz der Familie Messmer. Erst im Jahr 1962 ging die Anlage schließlich in den Besitz des Freistaats Bayern über. Seit 1962 befindet sich Burg Lauenstein im Besitz des Freistaats Bayern und wurde in den folgenden Jahrzehnten umfassend restauriert. Heute präsentiert sie sich als eindrucksvolles Zeugnis mittelalterlicher Baukunst, überlagert von historischen Ergänzungen, ein Bauwerk, das Geschichte in mehreren Schichten sichtbar macht. Baugeschichte. Die Baugeschichte der Burg Lauenstein ist vielschichtig und spiegelt die wechselnden politischen und funktionalen Anforderungen über mehrere Jahrhunderte hinweg wider. Die ältesten Bauteile reichen vermutlich in das 12. Jahrhundert zurück. Hinweise darauf liefern unter anderem frühe Mauertechniken wie das charakteristische Fischgrätmauerwerk am ursprünglichen Bergfried. Diese Phase war geprägt von einer kompakten, wehrhaften Kernburg, deren Hauptaufgabe die Kontrolle des Umlandes war. Im 14. Jahrhundert kam es zu einem bedeutenden Ausbau der Anlage. Nach möglichen Zerstörungen wurde die Burg unter den Grafen von Orlamünde neu strukturiert. Dabei entstand ein langgestreckter Wohn- und Wehrbau, der heute als Orlamündebau bezeichnet wird. Im 15. Jahrhundert sind weitere bauliche Veränderungen anzunehmen, auch wenn diese nur unzureichend dokumentiert sind. Vermutlich wurden Ringmauern verstärkt, Gebäude angepasst und Wohnräume modernisiert. Die entscheidende Umgestaltung erfolgte jedoch im 16. Jahrhundert unter der Familie von Thüner. In den Jahren 1551 bis 1554 entstand im nördlichen Bereich der Hauptburg ein repräsentativer Neubau im Stil der Renaissance, der sogenannte Thünerbau. Mit diesem Bau wandelte sich die Burg endgültig von einer Wehranlage zu einem repräsentativen Schlossbau. Die Architektur wurde großzügiger, die Räume komfortabler und die Gestaltung stärker auf Status und Wohnqualität ausgerichtet. In der markgräflichen Zeit kamen weitere funktionale Gebäude hinzu, darunter eine steinerne Brücke sowie Verwaltungsbauten im Bereich der Vorburg. Diese Ansicht zeigt die Burg Lauenstein etwa in der Zeit des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Markiert ist hier der Orlamündebau, der Thünerbau und interessant sind am Orlamündebau diese 4 wahrscheinlich Abbauwerke. Auch noch vorhanden der laternengekrönte und mit einer schönen Kuppel versehene Bergfried. Auf diesem Prospekt des 18. Jahrhunderts, etwa Ende des 18. Jahrhunderts, ist auch noch der markante Bergfried zu erkennen. Nach dem Verfall im 19. Jahrhundert wurde die Anlage im Zuge des historistischen Wiederaufbaus stark überformt. Dabei versuchte man, ein idealisiertes Bild der mittelalterlichen Burg zu rekonstruieren, wobei originale Substanz mit neuen Elementen kombiniert wurde. Dieses Bild zeigt die Burg um 1895, bevor sie Erhard Messmer erwarb. Der Treppenturm hat noch eine welsche Haube. Der heutige Wehrgang im Burghof der Hauptburg ist noch nicht vorhanden, sondern Nebengebäude. Hier sehen wir das Tor zum Ort. Der Verwaltungsbau, der im Prinzip durch die Markgrafen von Brandenburg errichtet wurde. Ein Gebäude am Aufgang zum Ort, das heute nicht mehr vorhanden ist. Und auch diese ehemaligen Wirtschaftsgebäude, darunter Stallungen und so weiter, sind nicht mehr vorhanden. Und hier sehen wir die Burg Lauenstein etwa aus der gleichen Perspektive wie 1895. Interessant ist auch diese Ansicht, also etwa aus westlicher Richtung, wo der Hauptzugang zur Kernburg ist.
Das Bild links ist etwa aus der Zeit 1896, also wo Messmer gebaut hat, und hier wird gerade der heutige Wehrgang errichtet. Auch interessant ist dieses Fachwerkhäuschen, das heute nicht mehr vorhanden ist, ebenso daneben, dass diese Mantelmauer mit Zinnen ausgestattet war. Die umfassende Restaurierung durch den Freistaat Bayern in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts sicherte schließlich den Bestand und machte die verschiedenen Bauphasen lesbar. So zeigt sich Burg Lauenstein heute als ein architektonisches Gesamtkunstwerk, das mittelalterliche Wehrarchitektur, Renaissance-Schlossbau und historistische Rekonstruktion in einzigartiger Weise vereint. Rundgang durch die Burg Lauenstein. Ein Rundgang durch die Burg Lauenstein beginnt nicht erst am Tor, sondern bereits ein gutes Stück darunter am heutigen Parkplatz, der sich am Hang unterhalb der Anlage befindet. Von hier aus führt der Weg hinauf zur Burg über den alten Burgweg, der sich in sanfter Steigung dem Höhenrücken anschmiegt. Während man diesen Weg beschreitet, folgt man einem Zugang, der über Jahrhunderte hinweg den einzigen Zugang zur Burg war. Einst war dieser Aufstieg deutlich stärker gesichert als heute. Mehrere Tore sicherten den Weg nach oben, von denen jedoch nur noch wenige Spuren erhalten sind. Auch die im 17. Jahrhundert angelegten Schanzen und zusätzlichen Befestigungen, die die Burg in unruhigen Zeiten schützten, sind heute nur noch in Resten erkennbar, für den aufmerksamen Blick jedoch weiterhin nachvollziehbar. Mit jedem Schritt öffnet sich schließlich der Blick auf die Anlage, bis man nach dem Aufstieg das erste Ziel erreicht. Das sogenannte äußere Tor, das den Zugang zur Vorburg markiert. Hier beginnt nun der eigentliche Eintritt in die Burganlage von Lauenstein und damit auch unser Rundgang. Besonders interessant ist der Bereich des ehemaligen Zwingers am Burgaufgang, direkt vor dem Tor zur Vorburg. Von hier aus ergibt sich zugleich ein eindrucksvoller Blick auf den Kühnerbau und den Orla-Münderbau, die bereits von außen die Anlage prägen. Nun nähern wir uns dem Tor der Vorburg und betreten damit die Burg Lauenstein. Nun stehen wir vor dem Tor der Vorburg, dem sogenannten äußeren Tor, das hier im Grundriss markiert ist. Diese Toranlage am östlichen Zugang bildet bis heute die Hauptzufahrt zur Burg. Auf der gegenüberliegenden Seite im Westen befindet sich ein weiteres Tor, das an das ehemalige brandenburgische Amtshaus anschließt. Es stellt die direkte Verbindung zum Ort Lauenstein her, wurde jedoch erst im Zuge der brandenburgischen Umbauten als offizieller Zugang angelegt. Die östliche Toranlage, die wir soeben durchschritten haben und nun vom Hof aus, der Vorburg aus betrachten, wurde später durch den Burgherrn Messmer überarbeitet. Besonders die Fachwerkbauten prägen heute ihr Erscheinungsbild. Auch in den 1960er Jahren wurden hier verschiedene Sachen ergänzt und lassen in ihrer Gestaltung durchaus die Handschrift Bodo Eberts erkennen. Nach dem Durchschreiten der Toranlage fällt in der Vorburg sofort der langgestreckte Wehrgang ins Auge, markiert im Grundriss. Mit seiner hölzernen Balustrade erstreckt er sich über rund 50 Meter entlang der Mauer. Auch wenn dieser Wehrgang im Zuge der Burgenromantik und auch bei der Sanierung in den 1960er Jahren überarbeitet und unter Burgherrn Messmer erneuert wurde, vermittelt er dennoch einen anschaulichen Eindruck davon, wie solche Wehrelemente einst ausgesehen haben könnten. Das größte und auffälligste Gebäude in der Vorburg ist das sogenannte Amtshaus, markiert im Grundriss. Es entstand in der brandenburgischen Zeit, als gegen Ende des 17. Jahrhunderts und diente vor allem als Verwaltungsgebäude. An das Amtshaus schloss sich einst ein weiteres Tor, rot markiert, das direkt in den Ort Lauenstein führte. Dahinter lagen verschiedene Wirtschaftsgebäude, etwa Stallungen, die jedoch schon früh, noch vor der Zeit Messners, abgetragen wurden, auch markiert im Grundriss. Bis vor einigen Jahrzehnten befand sich im Amtshaus die Burgschenke. Später waren umfangreiche Sanierungen und sogar der Umbau zum Burghotel geplant. Doch diese Vorhaben wurden nicht umgesetzt. Heute steht das Gebäude weitgehend leer und Besucher bringen ihre Brotzeit am besten selbst mit, um die Atmosphäre der Burg zu genießen. Hier im Luftbild einmal markiert das Amtshaus. Und hier markiert die Lage der ehemaligen Wirtschaftsgebäude, die heute nicht mehr vorhanden sind.
Bevor wir die Hauptburg betreten, lassen wir den Blick noch einmal über dieses eindrucksvolle Ensemble schweifen. Vor uns liegt der heute wassergefüllte Burggraben, der erst seit den Umbauten unter Messner in dieser Form besteht. Ursprünglich handelt es sich wohl eher um einen trockenen Graben, der jedoch, wie Wasserstellen allgemein, auch zur Versorgung und im Ernstfall zur Brandbekämpfung genutzt werden konnte. Besonders ins Auge fällt die bogenförmige Öffnung in der sogenannten Mantelmauer der Kernburg. Sie gilt als der ursprüngliche Zugang zur Hauptburg und war einst vermutlich über eine einfache Holzbrücke erreichbar. Erst mit den späteren Umbauten, insbesondere unter den Herren von Thüna, entstand der heutige bequemere Zugang in den Kernbereich der Burg. Und damit willkommen auf Burg Launstein und wir gehen nun hinein in die Hauptburg. Wir betreten die Kernburg nun durch den Torbau, der sich nach Westen öffnet. Der überwiegend zweigeschossige Bau mit Satteldach besteht aus Bruchsteinmauerwerk, während sich zur Hofseite hin Fachwerk zeigt. Entstanden ist dieser Teil der Anlage während der großen Umbauphase unter den Herren von Thüna ab dem Jahr 1506 und gehörte damit in die Zeit Spätgotik. Noch heute lassen sich wichtige Details erkennen. So sind beispielsweise die Laufrollen der ehemaligen Zugbrücke erhalten, ebenso ein Wehrerker direkt über dem Tor, der einst zur Verteidigung diente. Die heutige Steinbrücke entstand erst deutlich später, nämlich gegen Ende des 17. Jahrhunderts, als sich die Burg im Besitz der brandenburgischen Markgrafen befand. Zuvor führte hier ein Zug bzw. Holzbrücke über den Graben. Das Tor selbst trägt den brandenburgischen Adler und verweist damit auf damalige Herrschaftsverhältnisse. Über dem Tor befindet sich hingegen kein Wappen, sondern eine von Erhard Meißner im Jahr 1896 angebrachte Tafel mit der Inschrift: Dies Schloss, einst eine feste Burg, erbaut in Kriegsgefahren, fortan als Denkmal deutscher Kunst, mag Gott uns sie bewahren. Messmer 1896. Die Nordseite des Torbaus wird durch einen massiven, nahezu quadratischen Turm gesichert. Dieser dreigeschossige Bau diente ursprünglich der Verteidigung des Zugangs und war einst mit Schießscharten versehen. Spätere Veränderungen, vermutlich aus brandenburgischer Zeit, zeigen sich in größeren Fenstern sowie dem heutigen Schieferdach mit Dachreiter. Im Burghof angekommen lohnt sich schließlich ein Blick zurück auf den Torbau. Nun von seiner Hofseite aus betrachtet in Fachwerk. Wenn wir vom Torbau aus nach Norden blicken, fällt sofort die anschließende Mauer mit dem heutigen Wehrgang ins Auge, der im Grundriss markiert ist. Ursprünglich verlief hier jedoch kein Wehrgang. Vielmehr standen an dieser Stelle einst verschiedene Nebengebäude der Kernburg. Erst im Zuge der umfassenden Sanierung unter Erhard Messner wurde dieser Bereich neu gestaltet. Dabei schuf Messmer nicht nur einen Wehrgang, sondern rettete zugleich ein bedeutendes Baudenkmal aus Nürnberg. Die geschnitzte Holzgalerie, die wir hier sehen, stammt ursprünglich aus dem sogenannten Kutschers- oder Pfannenhof im Brunngässchen 1416 und entstand noch vor 1571. Ohne Messmers Eingreifen wäre dieses kunstvolles Baudetail wohl verloren gegangen. Die Galerie beeindruckt durch feine Details. Sie ruht auf toskanischen anmutenden Pilastern mit Volutenkonsolen, zeigt elegante Stichbogenöffnungen und reich gestaltetes, historisierendes Maßwerk. Auch der Treppenaufgang am nördlichsten Ende fügt sich harmonisch in dieses Gesamtbild ein und unterstreicht den besonderen Charakter dieses wiederverwendeten Bauelements. Wenn wir im Burghof noch einmal den Blick zurück in Richtung Torbau richten, fällt südlich davon eine leichte Rundung in der Mauer auf. Was heute unscheinbar wirkt, war einst eines der bekanntesten Bauwerke der Burg, der Bergfried. Alte Ansichten zeigen, dass dieser runde Turm die gesamte Anlage deutlich überragte. Vermutlich wurde er erst im Übergang zum 18. Jahrhundert niedergelegt. Charakteristisch war zudem seine Ummantelung durch eine zusätzliche Mauer, ein Merkmal, das der Burg Launstein häufig die Bezeichnung als sogenannte Mantelmauerburg eingebracht hat. Die noch erhaltenen Mauerreste des Bergfrieds zählen, ebenso wie die Teile des Orlamundebaus, zu den ältesten Baubestandteilen der Anlage und reichen bis ins 12. Jahrhundert zurück.
Gut zu erkennen die gewölbte Tordurchfahrt und die erdgeschossige Türe, die zur ehemaligen Wachstube führte. Im Burghof stehen wir direkt vor den beiden prägenden Wohnbauten der Burg Lauenstein, dem älteren Orlamündebau und dem jüngeren Thünerbau. Ein kurzer Blick auf ihre Geschichte lohnt sich, bevor wir hineingehen. Der Orlamündebau, im Grundriss markiert, bildet den ältesten Kern der Hauptburg und reicht in seiner Grundstruktur bis ins 14. Jahrhundert zurück. Der langgestreckte Bau folgt dem Verlauf des Bergrückens und zeigt noch deutlich die typisch mittelalterliche Bauweise. Massive Mauern, eher kleine Fenster und eine funktionale Raumaufteilung. Im Laufe der Zeit wurde er mehrfach verändert, Fenster vergrößert, Räume umgestaltet und ein Treppenturm ergänzt. Besonders auffällig sind die Arkaden zum Burghof, die bereits einen Übergang von der reinen Wehranlage hin zu mehr Wohnkomfort erkennen lassen. Ganz anders präsentiert sich der Thünerbau, jetzt im Grundriss markiert, aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Er steht für den Wandel von der Burg zu einem repräsentativen Schloss. Seine klare Gliederung und die markanten Ecktürme prägen bis heute das Erscheinungsbild der Anlage. Hier ging es nicht mehr um Verteidigung, sondern auch um Wohnkomfort und Darstellung von Macht. Größere Fenster, großzügige Räume und ein eindrucksvoller Saalbau, der einst als Rittersaal diente. Die Architektur zeigt bereits typische Merkmale der Renaissance, bleibt aber dennoch in das Wehrsystem der Burg eingebunden. Zusammen erzählen diese beiden Gebäude anschaulich die bauliche Entwicklung der Burg Lauenstein, vom mittelalterlichen Wehrbau hin zum frühneuzeitlichen Wohnsitz. Bevor wir nun die Innenräume der Burg Lauenstein betreten, lohnt sich ein kurzer Blick zurück auf die Zeit von Erhard Messmer. Nachdem er die Burg im Jahr 1896 erworben hatte, begann er mit großem Engagement, sie nach dem Vorbild der Wartburg auszustatten und neu zu beleben. Besonders bedeutend war dabei seine Leidenschaft für historische Ausstattung. So gelang es ihm unter anderem, die geschnitzte spätgotische Hofgalerie aus Nürnberg zu erwerben, die wir bereits am Wehrgang gesehen haben und die 1902 im Burghof ihren Platz fand. Darüber hinaus sammelte Messner mit großem Interesse an altfränkischem Leben zahlreiche Gegenstände, von Waffen und Musikinstrumenten bis hin zum bäuerlichen Gerät. Ein Teil dieser Sammlung ist heute leider nicht mehr vorhanden. Für unseren Rundgang bietet sich jedoch eine besondere Möglichkeit. Viele Räume sind durch historische Fotografien aus Messmers Zeit dokumentiert. So können wir nicht nur die heutigen Räume betrachten, sondern sie auch mit ihrem Zustand um 1900 vergleichen. Werfen wir also gemeinsam einen Blick in das Burgmuseum, einst und heute. Wir betreten das Innere der Burg über den Lauben- bzw. Arkadengang des Orlamündebaus und gelangen direkt in einen der eindrucksvollsten Räume der Anlage, den gewölbten Orlamündesaal im Erdgeschoss, der zur Zeit Messmers auch als Bankettsaal bezeichnet wurde. Ursprünglich handelt es sich hier um die sogenannte Dürnitz, einen beheizbaren Aufenthaltsraum des Mittelalters, der für Versammlungen und Besprechungen genutzt wurde. Charakteristisch ist das beeindruckende Kreuzgratgewölbe, das auf Sandsteinsäulen ruht und dem Raum seine besondere Atmosphäre verleiht. Die Wandmalereien mit Ranken auf blauem Grund wurden nach mittelalterlichem Vorbild von Georg Kellner aus Nürnberg geschaffen. Ebenso stammen die sogenannten Gobelin-Malereien von ihm, die in erzählerischer Weise Folge wichtiger Stationen der Burggeschichte darstellen. Von der Gründung durch Konrad I. über kaiserliche Besuche und kriegerische Ereignisse bis hin zur Zerstörung und dem Wiederaufbau der Burg. Heute ergänzt eine Sammlung historischer Objekte den Raum. Truhen aus dem 13. bis 16. Jahrhundert sowie Glasmalereien aus mehreren Jahrhunderten geben einen zusätzlichen Einblick in die Lebenswelt vergangener Zeit. Wir verlassen den Orlamündesaal in östlicher Richtung und gelangen in die Räume der ehemaligen Burgküche. Zu Zeiten Erhard Messners wurden diese Bereiche jedoch umgestaltet und dienten nicht mehr ihrem ursprünglichen Zweck, sondern wurden als Wohnräume genutzt. Der Thünerbau wurde ursprünglich über den Wendelstein, also dem Treppenturm aus dem 16. Jahrhundert, erschlossen. Im Rahmen unseres Rundgangs betreten wir ihn jedoch auf einem anderen Weg, nämlich über das Erdgeschoss, das wir durch die ehemaligen Küchenräume erreichen. Wir stehen nun im Rittersaal, auch Ritterstube genannt, markiert im Grundriss.
Der Raum beeindruckt durch sein Kreuzgratgewölbe, das auf einer mächtigen Mittelsäule ruht. Im Schlussstein ist die Jahreszahl 1554 eingearbeitet mit dem Wappen der Herren von Thüna. Ein deutlicher Hinweis auf die Bauzeit unter den Herren von Thüna. Erst unter Erhard Messner erhielt der Raum seine heutige Funktion als Rittersaal und Rüstkammer. Auch der große Kamin, der den Raum prägt, wurde damals umgestaltet und als Sitzbereich genutzt. Neben Möbeln und Ausstattungsstücken sowie Ritterrüstungen vom 15. bis zum 19. Jahrhundert fällt ein eher unscheinbarer spätgotischer Wandschrank neben dem Kamin ins Auge. Doch hinter ihm verbirgt sich ein besonderes Detail. Öffnet man ihn, gelangt man zu einer verborgenen Nebentreppe, einer steinernen Spindeltreppe, die die Geschosse des Thünerbaus miteinander verbindet. Warum diese Treppe einst verborgen angelegt wurde, bleibt offen. Doch sie verleiht dem Raum bis heute einen Hauch von Geheimnis. Vom Rittersaal aus führt ein eher unauffälliger Mauerdurchbruch in zwei kleinere Durchgangszimmer. Diese Räume werden von einem schönen Kachelofen aus dem 17. Jahrhundert geprägt, der noch heute einen Eindruck von damaliger Wohnkultur vermittelt. Der Durchgang selbst könnte einst auch einen Abbot beherbergt haben, der jedoch nicht mehr erhalten ist. Heute sind in diesen Räumen einige Ausstellungsstücke zur sogenannten peinlichen Befragung zu sehen, die einen Einblick in die Rechtsprechung vergangener Jahrhunderte prägen. Im Anschluss gelangen wir in die sogenannte altfränkische Bauernstube. Der Raum wird von einem schlichten Kreuzgratgewölbe überspannt und vermittelt einen anschaulichen Eindruck vom ländlichen Leben vergangener Zeiten. Zu sehen sind hier verschiedene bäuerliche Alltagsgegenstände, darunter ein Spinnrad sowie ein einfaches Bett, die das Wohnen und Arbeiten der ehemaligen Bevölkerung veranschaulichen. Zum Abschluss unseres Rundgangs durch das Erdgeschoss gelangen wir noch in den Raum der Schmiedekunst und schließlich in die Eingangshalle des Thünerbaus. Hier sind verschiedene Arbeiten des Schmiedehandwerks ausgestellt, darunter kunstvoll gestaltete Türschlösser, Beschläge und historische Lampen usw. Sie geben einen anschaulichen Einblick in die handwerkliche Qualität und Gestaltung vergangener Jahrhunderte. Über den Wendelstein, den steinernen Treppenturm des 16. Jahrhunderts, gelangen wir in das erste Obergeschoss des Thünerbaus. Während im Erdgeschoss noch Gewölbedecken vorherrschen, begegnen uns hier eindrucksvolle Holzkassettendecken, die zu den herausragenden Ausstattungsmerkmalen der Burg zählen. Ihre Gestaltung war so bedeutend, dass sie später sogar als Vorbilder für Rekonstruktionen in Dresden, im Heidelberger Schloss und an anderen Orten dienten. Der zentrale Vorplatz erstreckt sich über die gesamte Breite des Gebäudes und erschließt die 4 angrenzenden Stuben, die symmetrisch angeordnet sind. Ein besonderes Augenmerk verdient zudem der monumentale Renaissancekamin, der früher in Teilen ergänzt wurde, aber noch immer die repräsentative Wirkung dieses Geschosses eindrucksvoll unterstreicht. Das erste Zimmer, das wir betreten, ist das sogenannte Thünerzimmer. Während es zur Zeit Erhard Messners noch reich ausgestattet war, präsentiert es sich heute eher in deutlich schlichterer Form. Dennoch gibt der Raum einen guten Eindruck in die Wohnkultur vergangener Jahrhunderte. Zu sehen sind Möbel aus dem 17. Jahrhundert, ein Kachelofen aus dem 18. Jahrhundert sowie Gemälde, die deutsche Ordensherren und geistliche Fürsten darstellen. Besonders hervorzuheben ist eine fein gearbeitete allegorische Frauenfigur aus Nussbaumholz, ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert, die zu den bemerkenswerten Ausstattungsstücken dieses Raumes zählt. Es folgt das sogenannte Wittelsbacher Zimmer, das seinen Namen zur Zeit Erhard Messners erhielt. Damals befanden sich hier mehrere Ausstellungsstücke, die mit dem bayerischen Königshaus in Verbindung standen. Heute präsentiert sich der Raum vor allem mit Möbeln und Gemälden des 18. Jahrhunderts und vermittelt einen guten Eindruck der Wohnkultur. Besonders bemerkenswert ist der Turmerker, der dem Raum nicht nur zusätzliches Licht verleiht, sondern durch einen kleinen vorgelagerten Erker eine interessante architektonische Besonderheit bildet. Das nächste Zimmer, das wir betreten, wird als Fürstenzimmer bezeichnet und erinnert an die Zeit der Markgrafen von Brandenburg-Bayreuth. Im Mittelpunkt steht ein Kachelofen aus dem Jahr 1807, der die allegorische Darstellung der Fortitudo, also der Tapferkeit, zeigt.
Ergänzt wird die Ausstattung durch Möbel, überwiegend aus dem 17. Jahrhundert, darunter ein beeindruckender niederdeutscher Schrank aus Eiche, Kirsch und Nussbaum. Diese Stücke verleihen dem Raum eine würdige und zugleich repräsentative Atmosphäre. Nun betreten wir den wohl eindrucksvollsten Raum des ersten Obergeschosses, den sogenannten Jagdsaal. Der Raum wird von einer umlaufenden Holzvertäfelung geprägt, die ihm eine warme und zugleich repräsentative Wirkung verleiht. Besonders ins Auge fällt ein reich gestalteter Kachelofen mit seinen gedrehten Säulchen und der Darstellung des heiligen Georg. Die Ausstattung konzentriert sich auch vor allem auf Möbel des 17. Jahrhunderts und wird durch zahlreiche Jagdtrophäen ergänzt, die dem Saal seinen charakteristischen Namen und seine besondere Atmosphäre verleihen. Damit endet auch unser Rundgang durch das erste Obergeschoss. Die eher kleinteiligen Räume des Orlamünde-Baus im Obergeschoss sind heute nicht öffentlich zugänglich und werden überwiegend von der Burgverwaltung genutzt. Zur Zeit Erhard Messners hingegen befanden sich hier private Wohnräume, ein Bereich, der einst ganz dem persönlichen Leben auf der Burg vorbehalten war. Einige Räume der Burg sind aus unterschiedlichen Gründen nicht öffentlich zugänglich. Insbesondere spielen dabei heutige Anforderungen wie der Brandschutz und die Sicherheit eine Rolle. Daher konzentriert sich unser Rundgang auf die bedeutendsten Räume, die unter Messmer gestaltet und für Besucher erschlossen wurden. Über den Wendelstein gelangen wir jetzt schließlich in das zweite Obergeschoss des Thünerbaus. Hier betreten wir zunächst die Vorhalle, die sich ganz ähnlich wie im darunterliegenden Stockwerk über die gesamte Breite des Gebäudes erstreckt. Von diesem zentralen Raum aus erschließen sich erneut die 4 angrenzenden Stuben, die symmetrisch angeordnet sind und den Grundriss des Geschosses prägen. Zu den bedeutendsten Räumen des zweiten Obergeschosses zählt der sogenannte Betsaal. Besonders bemerkenswert ist hier der erhaltene Bilderfries, der noch aus der Zeit der Errichtung stammt. Aufgrund der zahlreichen christlichen Darstellungen wird der Raum als Betsaal gedeutet, auch wenn seine Lage und bauliche Anlage nicht eindeutig für eine solche Nutzung sprechen. Der umlaufende Bilderfries zeigt zentrale Szenen aus dem Leben Christi, von Pfingsten über das jüngste Gericht und die Taufe Christi bis hin zum Einzug in Jerusalem, der Fußwaschung und dem letzten Abendmahl. Es folgen Darstellungen vom Gebet am Ölberg, der Gefangennahme sowie der Verhör von Annas Kaiphas Pilatus, bis hin zur Geißelung und Dornenkrönung Christi. Auch hier begegnet uns erneut ein interessantes Detail. Die verborgene Treppe, die wir bereits im Rittersaal im Erdgeschoss kennengelernt haben, die die Geschosse des Thünerbaus miteinander verbindet. Damit vermittelt dieser Raum nicht nur einen eindrucksvollen Einblick in die religiöse Bilderwelt seiner Entstehungszeit, sondern zeigt zeitgleich die durchdachte innere Erschließung der Burg. Wir verlassen nun den Betsaal und betreten zunächst ein Durchgangszimmer. Hier wird die umfangreiche Sanierung der Burg durch den Freistaat Bayern anschaulich dokumentiert. Ein spannender Einblick in die jüngere Geschichte des Hauses. Anschließend gelangen wir in das sogenannte Söllerzimmer, das bereits zu Zeiten von Messmer so bezeichnet wurde. Der Name verweist vermutlich auf die besonders schöne Aussicht, die sich von hier aus bietet. Heute bildet dieser Raum den Auftakt zur Instrumentensammlung, an die sich eine rekonstruierte Bauernstube anschließt. Zu Messners Zeiten jedoch präsentierte sich dieser Raum noch etwas anders. Die Stube war mit Holzverkleidung ausgestattet und insgesamt anders gestaltet, wie historische Aufnahmen eindrucksvoll darlegen. Im weiteren Verlauf unseres Rundgangs durch die Burg Launstein erreichen wir schließlich das Tafelzimmer, einem der stimmungsvollsten Räume der Anlage. Erhard Messner, geprägt von der Begeisterung für die Ritterromantik, hielt ein solches Zimmer für unverzichtbar, so ließ er diesen Raum zu seiner repräsentativen Tafelstube ausbauen. Die heutige Gestaltung mit der umlaufenden Holzvertäfelung geht auf ihn zurück. Auch der eindrucksvolle Kachelofen von Messner, eingerichtet und mit originalen Kacheln aus dem 16. und 17. Jahrhundert bestückt, ein detailreiches Zeugnis historischer Kultur. Direkt anschließend betreten wir die fränkische Handwerkerstube. Sie ist in Fachwerk ausgeführt und vermittelt einen lebendigen Eindruck vom Alltagsleben vergangener Jahrhunderte. Verschiedene Gerätschaften sind hier ausgestellt. Damit endet unser Rundgang. Über den Wendelstein gelangen wir zurück in den Burghof.
mit vielen Eindrücken im Gepäck, die die Geschichte und Atmosphäre der Burg Launstein noch einmal lebendig werden lassen. Doch was geschieht, wenn alle Besucher die Burg verlassen haben? Wenn die schweren Tore sich schließen und die Nacht über Launstein hereinbricht? Dann, so erzählen alte Überlieferungen, beginnt eine ganz andere Zeit. In den stillen Stunden soll sie erscheinen, die weiße Frau derer von Orlamünde. Lautlos gleitet sie durch die Räume, eine Gestalt voller Trauer, gefangen in einer Schuld, die selbst der Tod nicht tilgen konnte. Manchmal steht sie reglos an einem Fenster, als blicke sie in eine Vergangenheit, aus der es kein Entkommen gibt. Doch sie ist nicht alleine. Kehren wir noch einmal zurück zur geheimen Treppe. Dort unspeinbar neben dem Zugang hängt seit jeher das Bild einer Äbtissin. Doch heißt es, dieses Bild bleibe nicht immer gleich. Alle 7 Jahre soll es sich verändern. Kaum sichtbar zunächst und doch anders. Denn nur alle 7 Jahre, so heißt es, zeigt sich eine zweite Erscheinung, weitaus unheimlicher. Eine Gestalt in Tracht einer Nonne. Doch unter der Kapuze verbirgt sich kein Gesicht, sondern ein bleiches Gerippe. Wortlos durchstreift sie die Burg, als suche sie etwas oder jemanden. Und wer ihr begegnet, so sagt man, wird diesen Augenblick nie vergessen. 2 Erscheinungen, 2 Schicksale, vielleicht verbunden durch ein Geheimnis, das tief in den Mauern der Burg verborgen ist. Und während der Wind durch den Burghof streicht und die Schatten länger werden, bleibt nur eine Frage. Was geschieht, wenn niemand mehr hinsieht? Burg Launstein verbirgt also bis heute so manches Geheimnis. Wer sich nun selbst auf Entdeckungsreise begeben möchte, findet hier die aktuellen Öffnungszeiten und Eintrittspreise. Besichtigt werden kann die Burg übrigens ausschließlich im Rahmen einer Führung. Und wer weiß, vielleicht ist es ja gar keine so schlechte Idee, hier lieber nicht allein unterwegs zu sein. Danke, dass Sie dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten ein Stück Burgengeschichte, Burgenwissen mitnehmen. Ihr Matthias Helzel alias der Burgenmeister. Und nicht vergessen, abonnieren und liken ist kostenlos. Dieses Video wird präsentiert und unterstützt von der Vermittlung Historischer Immobilien OHG.